Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel vom Weltvermächtnis außer Welt, immer so ein seltsamer Name. Und letzte Folge hatten wir hier wieder so immense Probleme, was unter anderem damit zu tun hat, dass wir eben noch Probleme haben mit, Link-Beschwörungen, sprich vor allem so mit Unterschieden, wenn es heißt, es ist gelinkt, Kreuzlink, Extralink und so, was soll das alles bedeuten? Und ja, eigentlich sind diese Weltkelch-Dinger schon cool, sag ich jetzt mal. Wir haben noch ein bisschen informiert offscreen, was also für andere Decks gibt mit Weltkelch-Monster, und da würden mir noch so viele fehlen. Aber mit geilen Zauberkarten, also nicht so viel Spielfeld-Zauberkarten wie jetzt hier, oder den Zauber nur einmal. Und dann auch geilere Fallenkarten und so. Und vor allem viel mehr solche Weltvermächtniskarten, weil wir haben ja nur einen davon, einen Typus. Dabei haben wir hier ein Monster, das heißt, hey, erhalte 300 Angriffskraft für jedes Weltvermächtnis-Monster mit einem anderen Namen an einem Friedhof. Aber ich habe ja nur einen, sowieso im Deck, also irgendwie haben wir da noch ein paar Probleme. Aber das werden wir bei Gelegenheit noch anpassen. Jetzt erst einmal, aber letzte Folge auch wenn noch erwähnt, machen wir erstmal unten weiter, weil auch oben das machen wir später nochmal. Vielleicht wird es was. Szenario. Um die Menschheit zu schützen. Nach Lies ernsthaft vorgetragenen Wünschen versprachen Auram und die Gruppe ihr zu helfen. In Lies Begleitung machte sich die Gruppe auf den Rückweg ins Dorf, aber sie stießen auf mehrere Crawler, die den Weg versperrten. Auram, Ningirsu und Imduk stellten sich vor Ib und Lee, wachsam und bereit. Obwohl sie schon oft gegen diese Crawler gekämpft hatten, lag eine große Spannung in der Luft. Kalter Schweiß tropfte von Aurams Kinn und tränkte den Waldboden. Als die Spannung ihren Höhepunkt erreichte, stürzte sich die Gruppe plötzlich auf die Feinde und griff die Exoskelette der Crawler an. Auram führte sein Schwert gewandt. Ningirsu durchbohrte sie flink mit dem Speer, und Imduks Klauen rissen heftig an ihren metallenen Häuten. Der Kampf endete fast so schnell, wie er begonnen hatte. Die Macht des Weltkelchs, die Lee ihnen gewährt hatte, war viel größer als erwartet. Sie wurden zu Link-Monstern. Sie konnten ihre Überraschung nicht verbergen, in der Weltkelch ihren Körpern große Kraft eingeflößt hatte, bis auf Imduk. Lee sagte ihnen, es gäbe in der Welt 6 weitere Weltvermächtnisse, die ebenso mächtig seien wie der Weltkelch. Falls sie zurückerlangt würden, wäre es möglich, nicht nur die Crawler zu zerstören, sondern sogar die Mekritter, die die Welt beherrschten. Diese Information war ein heller Hoffnungsschimmer für die Dorfbewohner, die schon so lange im düsteren Wald lebten. Nach Lees Worten und unter der Führung des Weltkelches brachen die jungen Leute aus dem Wald der Sterne auf, um nach dem nächsten Weltvermächtnis zu suchen. Und sie fanden nur Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Entdeckung des Weltvermächtnisses. Ja, genau das meine ich. Deswegen sind die Duelle hier oben aber auch so sauschwer, weil du kaum Support hast. Noch ein Szenario, aber nicht das letzte. Und so begann die Reise von Auram und der Gruppe auf der Suche nach dem Weltvermächtnis. Obwohl die Gruppe auf einer Mission war, um die Welt zu retten, waren sie erstmals in der Außenwelt. Alles, was sie sahen und hörten, wirkte neu und lebendig. Unterwegs begegneten sie vielen Crawlern, aber dank der Macht des Weltkelchers konnten sie ihre Reise ohne größere Probleme fortsetzen. Wie lange mochten sie gewandert sein, geführt von Lee und dem Weltkelch? Ein feuchter Wind streichelte ihre Wangen. Vor der Gruppe lag ein gewaltiger Sumpf. Ein großes Artefakt war in der schlammigen Weite versunken. Der riesige Panzer im Sumpf war eines der ausdrücklichen Ziele dieser Reise.
Das Weltvermächtnis Weltpanzer. Sie fanden dort jedoch mehr als nur einen Weltpanzer. Nicht nur die Oberfläche des Panzers, sondern auch sein Inneres wimmelte von dunklen Gestalten. Die Ameisen auf dem Kadaver eines toten Insekts bevölkerten Crawler den Weltpanzer. Es waren unzählige. Aus einem roten Fernrohr drang ein bizarres Licht, das das Sichtfeld der Gruppe ausfüllte. Das entsetzliche Geräusch, mit dem die metallenen Häute der Crawler aneinander vorbeischrammten, vereinte sich zu einer Donnerkakophonie, als würde die Erde beben. Hier gab es überlegene Exemplare mit viel größerer Kraft als die Crawler, die sie bis jetzt getötet hatten. Angesichts eines überwältigenden Anblicks entschied die Gruppe, dass es leichtsinnig wäre, einen frontalen Durchbruch zu versuchen. Also beschlossen sie, sich dem Weltpanzer zu nähern und dabei die Crawler zu meiden. Und so beginnt das nächste Duell, was wir hoffentlich mal gewinnen. Also Abwechslung und so. Der Gefecht der Spezial aktivieren dieses verhindern uns das störende Spielfeld sauber schaden über den Weltvermächtnis und das Deaktivieren der Link-Beschwörung selbst. Ja super, sollen wir selbst ein Bein stellen oder was? Imduk, Ip, Auram und Ningirsu. So. Oder? Sprechen auch richtig aus. Ningirsu, ja. Also generell, was ich so habe, ist immer dasselbe. Jetzt ein bisschen Support. Ah, da geht Auslöschung gut. Verstärkung der Armee sehr gut. Landformen. Warte, da. Deck. Okay, der geht auch gut. Deckung des Weltvermächtnis. Ja, die kennen wir auch schon. Kräftigungsschild, Zwangsevakuierung, feierlicher Schlag. Das Deck gefällt mir besser als das andere. Du bist als Zweiter. Ach du Scheiße. Okay, ich fange an, Gott sei Dank. Okay. Das wäre jetzt was gewesen. Crawler Ronvier. Naja, viel bringen tut es mir eigentlich gerade nicht. Und ich versuche trotzdem mal. Könnte was bringen. Nee, noch nicht, ist noch zu früh. Da ist eine Konterfalle. Nee, warte mal, da ist der für den Effekt. Ich würde jetzt mal den nutzen. So. Na gut, in dem Zusammenhang finde ich jetzt Landform nicht schlecht, aber wir kennen ein paar Monster. Wo sind die alle? Sie wissen dafür aber auch, dass ich den Effekt von dem Viecher vom Weltkelch nur nutzen kann, wenn er auf dem Feld liegt. Schade. Ja, Link-Monster. Thema, was ist gelinkt? Kreuzlink, Extra-Link, dazu komme ich dann gleich nach, wenn wir mit den Effekten der Monster zu tun haben. Also unser Monster halt. Sag mal. Hey, ich glaube langsam, das Spiel hasst mich. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Zeichen vom Spiel, der sagt, du zock lieber kein Yu-Gi-Oh! Mehr. Dann mach was anderes. Was soll man davon halten? Ah, Mann.
Beeindruckend sehen sie durchaus aus, muss ich zugeben. Da wird man ein normales Monster ziehen. Wow. Kommt ausgerechnet der zum Zuge. Naja. Immerhin etwas. Da ist er wieder, der gute alte Wachdrache, wa? Ach, du kommst auch noch. Ist ja schön von dir. Daran ihn noch zu rufen, aber nee, lass uns mal. Tagchen. Und Weltkelch auserwählt. So, was machen wir da Schönes? Kommt gleich mal aufs Thema zu sprechen. Wo fange ich an? Normal beschwören, geht momentan, doch es würde eigentlich gehen. Also Imduk könnte ich rufen, ich opfer den, rufe Imduk hier hin, weil geht nicht anders. Nutze seinen Effekt und könnte den noch für ihn hier nutzen. Das wäre eine Option, aber... Was bringt es mir? Ich muss ihn ja im Angriffsmodus rufen. Klar, ich könnte verhindern, dass irgendwie... irgendwie ein Monster im Extra-Deck rufen könnte, ja. Aber dann nur 0 Angriffspunkte, das ist halt voll scheiße in dem Zusammenhang. Okay, aber trotzdem bei Imduk wird es soweit gehen. Dass diese Karte zeigt, genau, ist eigentlich relativ easy. Link-Monster, die haben ja Sterne, oder das ist Symbole. Pfeile besser gesagt, keine Sterne, sondern Pfeile. Und ja, wenn halt irgendwo steht, hey, worauf sie zeigen, ist logischerweise mit dem Pfeil gemeint. Jetzt hier, bei IP. Diese gelinkte Karte. Was ist gelinkt? Gelinkt bedeutet, ich habe hier, wie erwähnt, die Pfeile. Ich müsste zum Beispiel IP hier hinrufen, also hier oben hin, weil ich noch kein Link-Monster habe. Wenn ich sie hinrufe, wäre gelinkt, wenn es hier auch ein Monster gibt. Sprich da, wo ihre Pfeile hin zeigen oder wo die Pfeile eines anderen Link-Monsters auf sie zeigen. Logischerweise zum Beispiel hier. Das heißt, wenn hier ein Link-Monster wäre, ein anderes Monster, oder auch ein Pendelmonster oder was auch immer, wenn ich IP hier hätte, dann wäre sie gelinkt. Bringt mir jetzt aktuell nicht, ja doch wenn natürlich ein Link-Monster rufen will und muss, dann wäre das momentan eine Option, das sozusagen. Falls andere Monster auf die diese Karte Zeit durch einen Karteneffekt zerstört werden würde, kann stattdessen diese Karte auf den Friedhof legen. Ja, das zeigt ja sowieso nach links und rechts, also bisschen schwierig. Dann noch ihn hier. Weltvermerkt des Monsters an den Friedhof. Ja, momentan kriegt er gar keinen Boost. Die Pfeile zeigen ja vor allem auch runter und so. Und das wäre ja auch ganz praktisch. Oh, Moment. Dann nochmal überlegen, wenn ich jetzt Imduk rufe. Könnte ich ihn hier hinrufen. So. Dann könnte ich, keine Ahnung, zum Beispiel sagen, hey, ich muss ja gegen den, also ihn opfern, Imduk rufen, da geht er da hin. Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, ja, viel Power habe ich ja nicht mehr. Dann müsste ich hier eigentlich den hier rufen und dann kann ich beide nochmal opfern für eins meiner Stufe 2 Link-Monster und würde dann beide Effekte nutzen. Also ihn hier und den von Imduk.
Das ist schon mal ein Anfang. Genau. Das ich gerade erwähnt hatte, wegen ihr hier noch ganz kurz. Sehe es natürlich gerade nicht mehr. Wegen ihr hier. Das wäre eben ein sogenannter gelinkt, wenn es ein Link auf ein Link-Monster zeigen würde. In dem Fall auf sie. Oder sie auf ein anderes Monster zeigt. Kreuz gelinkt wäre, wenn sich beide Link-Monster gegenseitig zeigen würden. Also eben zum Beispiel, ich habe jetzt Ib einmal hier und einmal hier. Wenn dann beide können auf sich zeigen, das wäre ein Kreuzlink. Ein extra Link wäre, wenn ich UV-mäßig alle, also das Feld, das Feld, das Feld, das Feld und das Feld besetzen würde. Weil dann kann ich das Feld hier, das zweite Extrazonenfeld auch besetzen. Das wäre ein extra Link. Und könnt ihm damit irgendwie, ja, halt verhindern, dass er überhaupt Linkmonster rufen könnte. Das mal soweit dazu. Wir haben das auch noch geklärt. So, jetzt ist die Frage, eigentlich ihm, weil er kriegt einen Boost. Bei ihr... Wir haben halt auch Vorteil mit dem linken, dann kann ich das auch so machen, dass irgendwie darauf gelinkt wird und kannst nur durch sie hier unten rufen. Oder ihm durch nochmal hier hin und dann es auf ihn zeigt, dann wäre natürlich auch geiler. Ja, komm. Okay, nehmen doch einmal. Jetzt sogar beide mal. Warte mal. Imduk. Will ich Imduk nochmal rufen? Spricht eigentlich nichts dagegen, war. Natürlich ihn hier nochmal. Haben hier einen schönen Effekt jetzt. So, kann ich ihn nochmal rufen. Jetzt hat er noch etwas Schönes. Ja, ich könnte theoretisch so Imduk nochmal zurückholen, also den Imduk hier. Oder ich könnte natürlich auch nochmal so ein Weltvermächtnis-Ding nutzen. Will ich jetzt aber, glaube ich, eher weniger, wa? Weil ich noch einen schönen Boost verliere. Müssen eh beide weg. Jetzt mal den hier. Dann hätte Imduk schon mal hier. Jetzt. Ganz kurz gucken. Bei Ib ist ja das Problem. Wie rufe ich sie am besten? Ich könnte theoretisch den hier nochmal Imduk opfern, könnte ich sie direkt hier hinsetzen. Dann wäre es ja auch gelingt. Sprich, könnte noch Kampf- oder Kann-Effekte zerstört werden. Ich könnte dann sie opfern und nochmal Imduk hierher zu rufen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das spare ich mir für die zweite Main-Phase auf, oder? Bei ihm ist das Problem, ich müsste auch Imduk dafür opfern, damit es funktioniert. Diese Karte zeigt, den muss ich nochmal ganz kurz. Drei Stück davon opfern. Klar wäre bei ihm jetzt eine Option,
dass ich Ningirsu rufe, indem zum Beispiel jetzt Auram opfere, plus ihn hier. Dann zeigt er pfeiltechnisch auch darüber. Bringt mir aber aktuell nichts, fällt mir gerade auf. Weil er trotzdem da kein Link-Monster rufen könnte. Hier wird es viel mehr Sinn machen, wenn ich links und rechts noch Link-Monster rufen könnte. Ja, Imdug, da ist das Problem, er könnte zwar auch hier wird's gehen. Den Opfer nochmal Imdug rufen. Kannst den Effekt nur einmal nutzen. Jetzt habe ich schon eine Hand beschwören. Ich habe momentan eh nur eins. Lass das, glaube ich, besser mal. Ich glaube, ich greife erstmal an. Ja und? Ich zeige drauf. Was? Hä? Am Beginn des Damage Steps, falls die Karte gegen ein Monster des Gegners kämpft, auf das diese Karte zeigt. Moment. Gegner kämpft, auf das diese Karte zeigt. Ich habe doch darauf gezeigt. Der Pfeil ist ja oben. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Freunde. Ich bin gerade ein bisschen sehr verwirrt, Freunde. Wieso hat jetzt Imdug... Da wirkt es nur, wenn der andere angreift. Nee, jetzt irgendwie... Jetzt hat er was stehen müssen. Okay. Ich bleib dabei, ich bin immer noch sehr verwirrt. Nochmal Imdug rufen, ich kann auch erstmal ihn rufen, dann gehen zwei davon weg. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich auch genug Platz auf dem Feld habe. Hä? Was ist jetzt passiert? Hä? Kopfritzstutzen nochmal was. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich hatte den Effekt von Auram schon mal so genutzt. Warum ging der jetzt nicht? Ey, manchmal habe ich das Gefühl, diese Link-Monster verarschen mich. Oder ich verstehe einfach gar nichts mehr. Das wird vermutlich eher sein, aber trotzdem. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Naja, lassen wir das Spiel einfach mal durch und gucken dann weiter. Ey, ganz ehrlich. Warte mal. Wie war der Effekt schon wieder? Sorry, war schon wieder. Ah, Hand hinzufügen, okay. Oh, Link-Monster mit Hand hinzufügen bringt nicht viel.
Aber einen davon zu haben ist trotzdem nicht schlecht. So, einen anderen Effekt kann ich nicht nutzen. Okay, dann machen wir hier weiter. Normales Monster, das wäre eine Option. Nochmal Induk wählen. So, nehmen wir die Seite, die andere machen wir irgendwie Pech oder so, keine Ahnung. Alter. Danke, Induk. Eine Hand beschwören. Ja, ja, das habe ich eigentlich auch vor. Aber gleich mit einer Doppelkombi. Weil U-Form bringt dann noch nicht hin, aber wenn ich Auram nochmal rufe. Dann zum Beispiel die beiden opfere. Ne, warte mal. Diese Karte jetzt als Tribut anbieten. Genau, kann ich einen hierhin noch rufen und nutzen. Ningirsu nachher noch rufen. Ich muss noch einen Namen im Friedhof ist, wa? Okay, warte mal. Ich will trotzdem mal gerne versuchen mit dem Vieh. Das war der Effekt, genau. Wenn ich jetzt ihn, aber jetzt auf dem Feld. Warte mal. Warte mal, falls diese offene Karte, offen als Normalbeschwörung beschworene Gesetze Kartenspiel verlässt. Okay. Als normal beschworen. Ich könnte es aber trotzdem so sagen, jo, ich nehme zum Beispiel warte mal. Moment, das heißt 2 plus Link-Monster, hä? Das ist jetzt gerade ein bisschen gefährlich. Nehme ich doch lieber sie, komm. So, Ip, und auf die ist jetzt gelinkt. Diese gelinkte Karte, weil Auram zeigt auf sie, deswegen kann sie nicht durch Kampf oder Kann-Effekte zerstört werden. Ich könnte Ningirsu rufen, bringt mir jetzt nicht so viel. Ich könnte meinen zweiten Auram opfern für Ip. Eine Hand beschwören. Ich habe momentan keins auf der Hand, oder bringt das auch nichts. Oder wäre sonst noch eine Option gewesen. Aber ja, jetzt kann ich theoretisch auch Link-Monster zum Beispiel hier oder hier eins hinsetzen, weil die halt darauf zeigen. Warte mal, ich habe doch die noch. Habe ich noch Normalmonster im Friedhof, dass das geht? Ihr könnt es hier hinsetzen oder hier hin. Ja. Also einen Effekt kann ich gerne noch nutzen. Dann geht der dahin, dann habe ich noch sie. Diese Karte an Hand hinzu.
Das wäre dann fort, wenn ich eben nochmal einen Auraum opfern würde für eine zweite IP. Die nicht hier hinsetze, sondern hier hin. Ich überlege gerade, ob das mit der U-Form überhaupt möglich wäre mit dem aktuellen Deck. Das würde zwar irgendwie schon gehen, aber wäre total creepy, wenn ich das hinkriegen würde. So. Bei ihm ist das Problem 2 plus Link-Monster. Der Effekt stinkt mir gerade ein bisschen. Und hier ist halt 2 Monster mit unterschiedlichen Typen und Eigenschaften. Der Effekt stinkt mir irgendwie auch. Das Problem ist, ich kann natürlich hier so machen, aber bringt mir nichts. Die Idee, die ich irgendwie hatte, wäre zum Beispiel Ningirsu hier hinzusetzen und hier hin. Weil dann könnte ich ihn hier oben nochmal. Ne, stimmt nicht, wahr? Doch. Wenn ich Ningirsu hier hätte und hier. Zeigen beide nach oben, dann hätte ich noch eine U vorne, müsste ja klappen. Hm. Nee, hier wird gar nichts mehr passieren, Freunde. Wenn man zugeben muss, dass ich jetzt natürlich auch selber keine Karten mehr habe und nicht mehr so eine große Auswahl habe. Ach, da passiert nicht mehr viel. Ja, wir gucken mal, was jetzt passieren wird. Die Folge ist eh vorbei, das will ich ganz kurz noch fertig machen. Der Weltkelch, wieso ist der so übel, dass sein Effekt nur bei Normalbeschwörung funktioniert? Sonst wäre es so viel geiler. Oder da, ich brauche momentan eh nicht. Ich muss eigentlich nur noch mit ihr angreifen. Weil, ja. Weil es hier gelingt wurde. So, Crawler Ausbruch. Hätten wir das erste Mal. Victory is our. Auraum der Weltkampfschwertkämpfer. So, dann geht es hier weiter mit dem Ziel. Gesperrt noch ein paar weitere Dinger. Sehr schön, sehr schön. Trotzdem würde ich natürlich gerne die hier oben noch versuchen. Jetzt habe ich auch ein bisschen Verständnis fürs Weltdeck. Auch wenn ich da mit den Link-Monstern und so irgendwie das Gefühl habe, das Deck hebelt sich zum Teil selber aus. Aber okay. Ist halt aktuell noch so. Wir werden sehen. Freunde, Dank fürs Zusehen. Trotz allem bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bye, bye.